Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge hier bei Assassin's Creed Syndicate. Heute wieder mal unterwegs bei Charles Darwin. Bei dem geht es glaube ich schon um die Wurst, und zwar um die Brechwurst, wie es aussieht. Charles Darwin Erinnerungen, ein Existenzkampf. Rennen Sie Darwin, bevor es zu spät ist. Und von uns Level 6 dürfte kein Problem sein. Einzigartige Materialien, Dinosaurierkralle. Bitte was? Was Unglaubliches ist geschehen. Ein Polizist verhaftete Mr. Darwin, als sei er ein ganz gewöhnlicher Krimineller. Dieser Polizist, er ist korrupt bis auf die Knochen. Dessen bin ich mir sicher. Ich sorge mich so um Mr. Darwins Sicherheit. Miss Nightingale, wissen Sie, wo wir ihn finden können? Der Polizist, er sprach von einer Beerdigung. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Kommen Sie. Der arme Mr. Darwin musste in letzter Zeit so viel durchmachen. Diese Leute versuchen, sein Lebenswerk in den Schmutz zu ziehen. Das ist beschämend. Und ich fürchte, Mr. Darwin ist nicht mehr der fitte junge Mann, der früher die ganze Welt bereiste. Da wären wir. Hier finden die Beisetzungen statt. Gehen Sie. Ich werde hier auf Sie warten. Ich wollte gerade sagen, welcher Polizist verhaftet jemanden und bringt ihn gleich zu seiner eigenen Beerdigung? Ach du Scheiße, wir kommen da durch. Ja, da wäre glaube ich mal eine Rauchbombe ganz praktisch. So, darauf fange ich jetzt hier am besten durchkomme. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Nö, sind wir tatsächlich. Hä? Ist total einfach. Wir verarschen? Ich mache bestimmt gleich etwas falsch. Ohne Wetten? Kann nicht mal so einfach sein. Ja, ich wollte gerade sagen, sind wir schon die nächsten zwei Knalltüten. Aber okay, dann muss ich ja theoretisch nur hier rüber gehen, wa? Also, nur ist immer gut. Jetzt vielleicht. Mal ganz kurz, wie gesagt, ich habe Chamäleon. Kamera, hallo? Mann! Nein! Es soll es nicht so machen, Ivy. Alter. Hä? Wenn es länger stehen bleibt, dann... Ah, jetzt. War ein bisschen verwirrend. Gut, dann mal gucken, in welche Richtung gucken die. Sehen die mich? Wenn... Am besten ich fange ihn ab, wenn er auf dem Rückweg ist. Oh, also, viele Polizisten. Können sie jetzt theoretisch riskieren, aber dass die mich dann irgendwie sehen, nicht zu nah dran bin. Bisschen doof. Im Rückweg wäre es, glaube ich, besser, aber... Ja, also lange dauert es sowieso nicht. Ansonsten, was gibt es Neues hier? Inventarfähigkeiten, und so noch ein Punkt hier. Phoebes Fähigkeiten sind bereits 100%, krass. Gang-Upgrade, ich habe erst 2299, das reicht noch dicke nicht. Noch ein paar andere Dinge noch, alter Schwede. Ja, ja. Also in diesem Sinne, warten. So, da kommt er wieder. Gefangen nehmen und den gefangen nehmen. Ja, das wird er wohl hinkriegen. Wie es damit ausquetschen aussieht, ist eine andere Frage. Schrei und es wäre dein Was soll letzter. das? Sie müssen doch nicht so brutal sein. Was wollen Sie von mir? Sie müssen einer Freundin Rede und Antwort stehen. Oh, Sie sind etwas aufdringlich, oder? Harte Zeiten erfordern drastische Maßnahmen. Wie zum Henker er denn hier aus? Wenn die Würmer diesen Körper vertilgt haben, ledig meines Fleisches, werde ich Gott erblicken. Und ja, ich erkenne ihn. Meine Augen erblicken keinen anderen. Und mein Herz verzehrt sich in meiner Brust. Ich habe eine Idee. Schauen wir, was eine schlechte Idee. Also, ich habe ihn außer Gefecht gesetzt. Sprich, er ist ohnmächtig. Heißt doch eigentlich, dass er nach einer gewissen Zeit da aufwacht. Warum ist jetzt das gleich, ja, gleich ein Kill? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Gehen Sie. Ich werde hier auf Sie warten. Ist doch sonst, ich meine, Aufspüren ist einer, wie kriege ich ihn da sonst raus? Unbemerkt geht's gar nicht. Hello.
eigentlich gar nicht mehr. Also wo er ist ja kein Problem, weil wir wissen, dass er hier hinten ist. Gefangen nehmen, so wie ich es gerade gemacht habe, klappt auch. Das ist ja schon mal good to know. Ich traue dieser Frau nicht. Meine Augen erblicken ihn und keinen anderen. Und mein Herz verzehrt. Lösen wir das auf die sanfte. Was soll das? Sie müssen doch nicht so brutal sein. Was wollen Sie von mir? Ich bin die Auferstehung. Sie müssen einer und das Freundin Rede und Leben. Antwort stehen. Derjenige, der an mich glaubt, Das Sie ist sind im mir Leben. zuständig, oder? Blick schon aber irgendwie. Drastische Maßnahmen. Verdammt, die gar nicht. Kann gar keine schmeißen. Denn niemand von uns lebt für sich allein. Und niemand stirbt für sich allein. Denn wenn wir leben, so leben wir für den Pass auf mal auf, dass keiner da in meinem Kreis drin ist. War es eben auch sehr schön. Herrn. Ob wir also leben oder sterben, Wie kommen wir jetzt wieder raus? sind des Herrn. Wo ist der Ausgang? Hä? Das ganze Teil nur 2 Ausgänge? Wollen wir verarschen? Tag auf Erden verweilen wird. Und wenn die Würmer Das soll diesen klappen. vertilgt haben, ledig meines Fleisches, Ja, wir sehen uns zwar, aber es interessiert überhaupt nicht. Interessant. Jo, faszinierend. Das ist der Schuldige. ich habe nur Befehle ausgeführt. Einen alten Mann verhaften und Gott weiß, wohin zu verschleppen, ist eine feine Arbeit für einen Polizisten. Und nun, Sir, sagen Sie uns, wohin Sie Mr. Darwin gebracht haben. Ein Mann bezahlte mich, damit ich ihn zu seinem Lager bringe. Wie furchtbar. Wir werden eine Kutsche brauchen. Das dürfte das kleinste Problem sein. Mit Polizisten in der Nähe ist auch nicht schlecht. Weiter so. Ja, Polizei ist nicht mehr das, was ja auch mal war. Ganz genau. Ach, ich liebe Ivy. Die ist immer so schön mit mir einer Meinung. Einfach nur herrlich. So, immer noch ein paar Truhen. Naja, später. Kann ich auch noch Offscreen holen, ist ja kein Problem, ist eben das gleiche drin. Ganz ruhig, Pferdchen, ganz ruhig. Ja, alter Schimmel! Ruhig, Mädchen. Und wir, Mr. Darwin, sollen wir? Bei allem Respekt, ich. Sollen wir? Ja, ich mach schon. Okay. Er ist sehr geschwächt. Wir sollten Mr. Darwin nicht bewegen, bis ich seine Wunden versorgt habe. Sie sind hier. Angriff. Ja, er macht das schon. Reißt sie ein. Sie kann es nicht mit uns aufnehmen. Verarschen? Du kannst es mit euch aufnehmen. Mhm, man sieht's. Wie ich es nicht kann. Noch ein paar Spackos. Ein paar Spackos vom Dienst. Mr. Darwin ist nun stabil. Er kann transportiert werden. Sehr schön. Ja, hat sie ihn einfach runtergeschmissen. Dann schlecht. Ich frage mich ob... nee, lieber nicht.
Du, 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 du. Wo wolltest du denn hin, Assassinen? Natürlich nichts als Ärger. Wo ich hin wollte? Euch erledigen, ganz einfach. Dann ist eh nichts mehr, wenn kommt und so weiter. Sie wie ein Tier, das wird sie nicht ewig durchhalten. Ach, werde ich nicht. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung, Leute. Ganz bitte, Miss Nightingale, das darf nicht wahr sein, ich wollte schon sagen. Miss Nightingale? Ja. Schon besser, nicht wahr? Meine Fresse, also. Immerhin die Quote mit pro Part und Bug, den halte ich mir nur weniger ein. Das ist ja auch schon mal erfreulich. Auf, Miss Nightingale. Mein Bruder und ich besuchen ihn bald. Unsichtbar. Wen haben wir denn da? Wir waren besorgt um Sie, Sir. Sie sind recht rüstig für ein Fossil, Sir. An den Freunden eines Mannes erkennt man seinen wahren Wert. Und voller Stolz zähle ich Sie beide zu den meinen. Die Gefahr ist gebannt. Sie müssen nicht fliehen, Sir. Was Mr. Darwin nun braucht, ist Ruhe. Daher fährt er zu seiner Familie auf die Isle of Wight. Ruhe, jawohl. Ich beginne die Arbeit an meinem nächsten Buch. Ich muss darauf bestehen, dass Sie sich erholen, Sir. Die Aneignung von neuem Wissen verschafft mir weit mehr als nur Erholung. Los, sagen Sie's. Diesen Kampf würde ich gerne vermeiden, Sir. Danke für alles, meine Freunde. Ideen wie auch Menschen gedeihen nur dann, wenn sie frei sind. Wahre Worte eines weisen Mannes. Charles Darwins Erinnerungen abgeschlossen. So wie es aussieht zumindest. Gesamthaft doch war meistens sehr cool. Kann ich die irgendwie bestreiten. Wie sieht jetzt aus? Na, Punkt, okay. Bis mir Kohle anschlägt, jetzt ist die Frage, okay, die D-Mission gibt es immer noch, geil. Sehr schön. Haben wir echt alles D-mäßig abgeschlossen, war? Ich sehe noch ein anderes Geheimnis hier. Bezug der Kammer. Ja, das wird sicher länger dauern, bis wir das alles haben. Aber egal. So, dann gehe ich mal direkt weiter zu Charles Dickens, weil da könnte auch schon noch die letzte Mission bei ihm sein. Ja, machen wir hier aber. Wer weiß, wer weiß. Mit Charles Dickens und Charles Darwin noch in Kombination und dann sind wir doch schon recht weit, wa? Da müssen doch langsam mal die Erinnerungen von Queen Victoria aufgeschaltet werden. Habe ich mir sowas sagen lassen, dass die ja halt auch erst im Verlauf von der Story herkommen. Und halt erst eine bestimmte Anzahl an Missionen bereits gemacht habe. Okay, Charles Dickens, der ist da drüben. Kann ich direkt irgendwie so... nee, der kann mich nicht, war gut. I believe! Autsch. Guter Mann, haben Sie etwas für mich? Bitte alles auffüllen, nichts auffüllen, das ist dann schlecht. Jo, werde ich tun. Gang Upgrades. Mal ganz kurz gucken. Irgendetwas Interessantes. Zugfahrer wäre eine Variante. Das Pulver. Speicher ein bisschen für den Rockvollstrecker. Mache ich aber auch erstmal 10.000. Damit alles andere billiger wird. Plus noch ein paar Tränke noch. Ja, wird schon. Was? Was sagst du gerade? Hat er kein Englisch? Das hingegen war Englisch. Rekrutieren? Nö, nicht nötig. Wir sind eh gleich da. Bei Charles Dickens! Weil ich mich frage, wieso hat der eigentlich ein C und Charles Darwin hat ein D? Weil beide heißen Charles, Nachname ist beides ein D und dann geht es weiter mit Dickens, also I und der andere ist Darwin, also mit A.
Wenn man der Reihenfolge vom Alphabet nachgeht, müsste eigentlich Charles Darwin der mit dem C sein, wa? Weil A vor I und deswegen C vor D. Aber egal, das sind so die Gedanken, die ich da gerade mache. Vor allem unnötige. Charles Dickens Erinnerungen. Der Ghost Club untersucht die Umstände, die zu wessen Namen des verwirrten Assassinen führten. Sie können sich wirklich nicht erinnern, warum Sie in dieser Zelle gelandet sind? Mein Kopf ist leer. Bis auf das Glitzern eines silbernen Objekts, den Klang einer Glocke und irgendeiner Präsenz. Etwas Silbernes und der Klang einer Glocke. Was? Ich muss sagen, Sie sehen sehr müde aus. Ja, ich bin sehr, sehr müde. Jetzt werden Sie einen klitzekleinen Auftrag für mich erledigen, nicht wahr? Ich werde einen klitzekleinen Auftrag für Sie erledigen. Sie haben mich eine Menge Geld gekostet, also halte ich es für fair, dass ich meine Taschen mit Spenden der Einwohner Londons auffülle. Sie werden das Geld für mich stehlen, nicht wahr? Ja, ich werde das Geld für Sie stehlen. Eigentlich unlogisch, wenn wir das ja mit Jacob gemacht haben, aber okay. Reiche Bürger bestehen 0 von 3. Ja gut, dann machen wir das mal. Erinnerungen reloaded. Stehlen, stehlen, ich muss stehlen. Lass mich in Ruhe! Sie sind hochgeklettert. Komm hier runter. Nö Mann, ich habe eine Mission, ich muss stehlen. Es wurde mir so aufgetragen. Keiner wird mich stoppen. Richtig, Mädchen. Liebe, halt dich im Auge. Was hat sie vor? Hilfe! Ein Dieb! Watch out! Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Nur noch einer beklauen. Wie geil ist das denn? Westminster 9%, yo Mann. Strange lady, mad as a march here. Dieses Weibsbild kommt mir verdächtig vor. Oi, nimm deine Hände weg, du Diebin! Und weg bin ich, yo. Meister, ich hab alles. Wo sind sie? Hier bitte. Ihr Geld. Gut, sehr gut. Also, Kriminelle wie Sie sollten nicht frei herumlaufen. Sie werden sich der Polizei stellen, nicht wahr? Ja, ich stelle mich der Polizei. Oh, und wenn Sie das tun, werden Sie einen dümmlichen Tanz für Sie aufführen. Sie haben mir einen Schrecken versetzt. Sie stammelten von einem Mann namens Ezio. Ich wurde von Enzio Capelli hypnotisiert. Also doch kein Dämon. Und Italiener ist er auch nicht. Nee, und eigentlich war es Jacob. Von Anfang an Hypnose im Verdacht. Sie müssen den Täter finden. Ja, bin dabei. Übrigens nicht Ezio war, weil Ezio war ein anderer.
Eine Meisterassassine. Nee, es ist ja Ezio. Hat auch noch ein interessantes Easter Egg, war in der Hinsicht. Wo ist er? Wo ist er? Ja, es wird wärmer, wärmer. Nur langsam wärmer, aber scheißegal. Es wird heiß, heiß. Da haben wir ein Gebiet, okay. Das ist ein Tempogebiet über. Ein bisschen zu hoch, mein Lieber. Obwohl. Ich muss leider gefangen nehmen, war das ist ein bisschen doof. Hat hier nichts zu suchen. Das ist wahr. Wer ist die? Ich weiß nicht. Wieso ging da das Attentat nicht? Naja. Die Truhe ist über uns, okay. Über uns natürlich, Entschuldigung. Ich krieg dich schon. Die hat hier nichts zu suchen. Viel Spaß damit! Na, willst du auch noch? Natürlich will sie auch noch. Eine Truhe, eine Truhe! Und sehr schön. Jetzt ist er gleich fällig. Noch fast eine Rauchbombe und einen Kalt. Nur geht auch so. Nehmen Sie die Hände da weg! Ja, ich bin kein Italiener. Das gehörte zu meiner Rolle. Niemand will einen britischen Hypnotiseur sehen. Ist mir egal. Ich gebe Ihnen alles, was Sie wollen. Ich will, dass Sie nichts mehr sagen. Sind Sie Mitarbeiter von Dr. Elliotson? Hab den Namen nie gehört. Mesmerismus als kriminelles Unterfangen war keine gute Idee. Was erlauben Sie sich? Ich bin Hypnotiseur! Das mag ja alles sein, Kumpel, nur momentan hast du gerade nichts mehr zu hypnotisieren. So, rein mit dir. Vorsicht, ich bin ein alter Mann. Ja, grausam alt. So, bei der Polizei abliefern, machen wir das mal. So viele Meter sind es ja nicht. Das ist jemand hinter uns her. Naja. Wie immer halt, wa? Wow. Ups. Achtung! So einen großen Silberfarben vom kleinen Kind. Dann gehen wir hier lang.
Und dann sind wir auch schon gleich da. Jetzt muss man irgendwie da in die Kurve rein. Ganz sanft, ganz sanft. Scotland Yard. Was, hier in der Seitengasse? Das ist auch nicht schlecht. Also haut der garantiert ab. Ist das wirklich notwendig? Sie werden ihre Verbrechen wieder gut machen und die unschuldigen Opfer von ihrem Bann befreien. Das hoffen wir zumindest. Charles Dickens Erinnerungen abgeschlossen. Nach dem noch dreckig. So, wie sieht's aus? Schon 9 Punkt bekommen. Jo, haben wir. Und damit haben wir bereits alle Fähigkeiten von Evie ausgerüstet. Level 10. Alter Schwede. Krass, wa? Das gleich mit Jacob. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Und wenn wir schon Glück haben, mit der letzten Erinnerung bezüglich halt Sprungfeder Jack, Teil 2, wenn ich das mal so sagen darf. Yeah, Mann, Folgeskillt. Krass, vor allem wie schnell es noch ging. Tarmäßig, hat eben noch da einen Gürtel. Ja, Quatsch mit dem Gürtel hier. Ja. Gut, wie sieht's denn aus? Nächste Folge sind wir da schon ready for Take-Off. Wir haben hier alle D, alle C. Wir haben hier alle D. Das kann durchaus sein, wenn natürlich Queen Victoria noch kommt. Die vermutlich in Westminster sein. Hier haben wir soweit auch alles voll. Hier fehlt noch die D, genau. Und jetzt haben wir hier noch eine C, der Schrecken von London. Das dürfte, jo, das müsste endgültig das letzte sein, bezüglich Sprungfeder Jack und so. Und das war dann auch in der nächsten Folge. Ich werde natürlich offscreen auch hier hingehen, für den Aussichtspunkt. Und dann kann man es also kombinieren mit einer Net-Dingsbums-Why-Not-Kombi noch. Und dann ist alles schick im Schritt. Danach haben wir Charles Dickens, also Charles haben wir bereits abgeschlossen. Danach natürlich Charles Dickens, dürfte letzter von ihm sein. Dann hier noch die gemeinsame Erinnerung. Und dann sind wir schon recht gut fortgeschritten, wa? Jo, in diesem Sinne, mal danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.